Gut, dann willkommen zu diesem Webinar mit dem Thema Angoisse am Quartier mit den Bürgerinnen neue Aufenthaltsqualität schaffen, am Schlussraum schaffen. Genau, organisiert auch das Garant vom Ökocenter Pafendal an dem Mouvement Ökologique am Kader von der Kampagne «Mehr Grings an also steht an Dörfer», die auch finanziell vom Umweltministerium unterstützt wird. Avant de commencer, un petit message à notre public francophone. Le séminaire prend lieu en luxembourgeois, mais une traduction en direct vers le français est assurée par le service traduction en direct de l'Agence interculturelle de l'ASTI. Et pour accéder à cette traduction, allez avec votre curseur vers le bas de votre écran, sélectionnez l'icône interprétation et choisissez le français. Für die, die mich noch nicht kennen, es ist Michael Charles und ich arbeite für den Mouvement Ökologique und auch teilweise Projekt vom Ökocenter Pafendal und ich überhole dann heute die Moderation vom Webinar. Genau, im Anfang auch noch ein paar technische Details oder Informationen, für das wir akustisch Klangstörungen haben, werde ich Ihr Mikro am Anfang vom Webinar ausgeschaltet lassen. Mehr später könnt ihr euch dann natürlich auch mal Mikro zu Wort melden. Im Moment erkläre ich auch noch einmal kurz, wie das genau funktioniert. Aber wenn ihr während der Präsentation aber schon Fragen habt, da könnt ihr gerne über die Chat-Funktion stellen. Dafür geht auch mal im Kurs in bei Fenster vom Zoom und du also so ein kleiner Spruch bloß, wenn ihr da klickt, da geht jetzt normalerweise ein Fenster ab und du innen an der Lege könnt ihr dann den Text ergehen. Du könnt auch auswählen, ob das mir den Text schickt oder Schitverränge. Also wenn offen froh sind, da gerne einfach Schitverränge schicken. Und dann wird natürlich auch schön, wenn der Kameragift ummachen, verschiedene von den Schwinde schon un. Das ist natürlich immer mehr flott, weil ihr noch für Gesichter gesagt, für allem auch für uns Referentin Hanno, dann ist das alles ein bisschen mehr interaktiv. Genau, ihr könnt auch gerne dabei essen, das steht uns nicht so lange, dass dann das Mikro auslöst. Und dann auch noch zur Erinnerung, wenn wir den Zertifikat von uns geschickt kriegen, verschiedene von ihr schon natürlich auch gefragt, dann muss da fast drauf ab, dass da ihren ganzen Nummer auch geht. Für den auch zu anderen könnt ihr auch bei ihr auf die Kunden klicken und dann rename, also bei mir hier steht rename oder wahrscheinlich umbenennen, könnt ihr ihre Nummer einfach ändern. Und dann auch noch die Information, dass wir das Seminar auch abholen und Hanno auf unserem YouTube-Kanal vom Mouvement Ökologique online stellen. Genau, das war am Anfang schon der ganze technische Teil. Und dann zum Programm, zum eigentlichen Programm von heute noch, wenn wir schon gesagt, findet das Seminar am Kader von der Kampagne «Mehr Grings an also steht an Dörfer» statt, die vom Mouvement Ökologique vom Ökocenter Pafendal seit 2021 organisiert wird. Also waren schon viele Webinare, noch ein paar Visiten um Terra zum Thema Durchkringung vom öffentlichen Raum, BEM am Siedlungsraum, Dach- und Fassadebegrünung, natürlich Trägerwassermanagement und auch dabei eine für Bürgerinnen an eine nachhaltige Stadtentwicklung. Durchkringung von unseren Wirtschaften aus, wie die Bild von ihr wahrscheinlich auch davon überzeugt sind, eine immens wichtige Aufgabe mit Blick auf Biodiversität und auch Klimakrise, aber auch für die Lebensqualität darf sie natürlich nicht von null gehen. Ein Info, den wir auch letztes Jahr in dem Kontext publiziert haben, weiß ganz klar, dass der Besoin und auch der Wunsch nach einer naturnahen Durchkringung absolut da ist. Und dafür, es war dadurch für uns ein wichtiges Sujet bei den Gemeindewahlforderungen, die der Mouvement Ökologique für kurzem publiziert hat. Ich habe mal eine Titelseite von diesem Förderungskatalog, den auch echt ein Roadmap ist für eine sozial-ökologische Transition, kann dann also entstanden an einem gemeinsamen Projekt mit einem Hamburger Künstler, dem Jan Kamenski, die hat vielleicht auch schon gesehen, das ist eine Reihe von Videomontage gewesen, die er für alles gemacht hat. Vielleicht kann doch ein oder andere von ihr die Platz sein, das Place Saint-Pierre-et-Paul zu Hollerisch. Und die wird aktuell als Parkplatz benutzt an einer Großkreuzung. Ja, du fährst doch immens viele Autos, Durchgangsverkehr drüber. An einer Animation von 30 Sekunden hat hier gewiesen, wie die
Platz kennt ausgesehen, wenn sie eben nicht von Autos dominiert werden. Die Leute, die da wohnen oder schaffen oder einfach mit Velo durchfahren, zu Fuß geht zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht kann auch nicht die von ihr die Video, dafür wollte ich lange kurz mal dir zusammen als Intro gucken. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Sieht gesehen vom Mumo Ökologik und du siehst auch die 3 Videos, die an dem Kontext gemacht wurden, drauf. Und ich mache den heute Lumi groß und da können wir den einfach zusammen gucken. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ton noch. Bei den Namenssteigsassis gibt es noch 2 andere Plätze gemacht, einen zu Asch, Platz Stalingrad und einen zu Mirsch, Sterreplatz. Einfach für zu weisen, also sieht gesagt relativ utopisch aus, die Umwandlung. Mir soll einfach dazu führen, für ein bisschen den Kau zu machen und die Vierstellungskraft ein bisschen zu fördern, weil so Plätze auch anders, das könnte ausgesehen. Am Anfang geht dann diesem Seminar heute hier auch eine Aktion, die ein bisschen in die Richtung geht. Genau, wir hatten ich komme direkt dann auch zu unserer Referentin von heute Abend. Wir hatten sie schon für rund 2 Jahre an einem Seminar am Titel «Mehr gering, sondern also steht an dir für den öffentlichen Raum 4 am Bürgerinnen Naturno gestalten». Und du hast die Demos eine Selektion von nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten aus Wien für gestaltet, die sie begleitet. Und das war ein Projekt, und da war eben ein Projekt dabei, den uns und auch die Partizipanten ganz, ganz besonders gefallen hat. Und das war der von den Grätzeloasen oder für mich den Oasen am Quartier. Die Idee hat dem Projekt also ganz am Sinn eben noch von den Videos, wo wir gerade gesehen haben, und noch von der Kampagne «Mehr Grings», der Straßenrahmen ist für die Leute, und die da wohnen, die da schaffen, Fußgänger und Velosvorrat zur Verfügung zu stellen. Und die Bewohnerinnen sollen auch die Möglichkeit kriegen, mit der Unterstützung von der Gemeinde eben ihren Straßenraum für unser Haustier zu gestalten, zu nutzen. Mir zu viel greifen in der Präsentation vom Liat, nach wo wir dazu heben. Also Liat Klees als Diplom-Ingenieurin schafft seit über 20 Jahren am Büro für Verkehrsplanung Comobil zu Wien und noch zu Lützeburg. Über die Agenda 21 Projekte, die sie auch seit 2003 begleitet, motiviert sie Bewohnerinnen, eben bei Projekten im Bereich nur Stadtentwicklung aktiv zu gehen und sich anzubringen und auch umzusetzen und begleitet auch bei der Umsetzung. Und an dem Kader ist sie auch permanent und ganz eng im Austausch mit den verschiedenen Gemeindeservices. Heute wird sie als dann, wie gesagt, das Projekt von der Grätzeloase noch ein vorstellen, ganz im Detail. Und wir hoffen natürlich auch noch auf viel Fragen und Anmerkungen von ihr an den flotten Austausch. Genau, Melo, gehen schon vor direkt und Liat Klees für uns Grätzeloase vorzustellen. Ja, merci vielmals, Michael. Ich hoffe, dir hört mich alle gut. Dann, ja, also das scheint die Gelegenheit zu kriegen, für ein bisschen von Wien zu erzählen, wie das mit der Grätzeloasen zu Wien funktioniert. Und Michael hat ja schon den Intro gemacht, sozusagen, natürlich, ich fange noch direkt an, meine Präsentation. Ich habe schon relativ viele Fotos mitgebracht.
Präsentation auch starten. So, los sie dir alle gute fort, aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Wir sind noch nicht lehrt. Wir sind Ich sitze nicht. Nee, noch nicht. Okay, gut, dass man getestet hat, das für drunter. Ja. So, dann muss ich noch ein den schon freigeben. Ja, logisch, etwas. Logisch, etwas. Okay. Okay, logisch, sehen wir so. So. So soll das klappen? Okay, ja. Wunderbar. Ja, also wie gesagt, die Echtfolie, ich kann man schon weitermachen. Den Intro haben wir schon, wenn ihr an ein OAS denkt oder wenn ihr das Wort OAS googelt, also da eigentlich das tote Bild, was ihr findet. Bei der Grätzloasen zu Wien geht es dann die Sturms für Geringplätze, Aufenthaltsräume, nicht an der Wüste mehr, am Straßenraum zu kreieren. Ja, ich sehe, wie Michael gesagt hat, eigentlich bei einem Verkehrsplaner, beim Büro Comobile, schon seit über 20 Jahren. Wir machen natürlich auch ganz üblich wie für Verkehrsplanungsbüro, Mobilitätskonzepte, Projektmanagement, Entwurfsplanung und so weiter. Ich lese nicht alles viel, mir eben auch schon seit ganz viele Jahre machen, als eben Beteiligung also an der Verkehrsplanung ein ganz wichtiger Punkt, als an die letzten soll mal 15 Jahre immer mehr wichtig gehen. Genau da sind wir eben auch an Kontakt kommen mit der Agenda 21. Die Agenda 21 ist schon seit 98 zu Wien. Am Moment sind eben 12 Bezirke, den 13. geht gerade 4 berät, 12 Bezirke, wo das die Programm auch lebt. Da geht es grundsätzlich um eine nachhaltige Bezirksentwicklung, Klimawandelanpassung an, natürlich auch Grätzelbelebung. Es geht ganz viel um Nachbarschaft. Die Projekte, die ich heute vorstelle, sind eigentlich alle guten entstanden am Rahmen von der Agenda 21, viel natürlich eine Beteiligung oder immer eine Beteiligung mit leider viel mit Beteiligung von der ganzen Nachbarschaft. Hier gebe ich vielleicht ganz kurz noch das Wort Grätzel erklären. Also das bezeichnet eigentlich zu Wien, also das ist Wiener Ausdruck, und da bezeichnet eigentlich Quartier. Dafür hechten die kleinen gebauten Grätzeloasen eben nur die Quartier, wo sie sollen auch eng Nachbarschaft zusammenbringen. Ja, hier gesehen, das ist ein Foto, die ich an einer Gas gemacht habe, und hier gesehen, dass die Leute, wenn es möglich ist, sich ein Klangfleisch umzueignen, dass sie das doch tatsächlich machen. Also so ein Elektroverteilerkasten oder wie das heißt, gibt der Moje als Direktor vom Wohlbutig, aber Schlag geholt, also all Klangplatz, die Leute tun. Versuchen zusammen zu gestalten, das natürlich auch mehr an eine andere Richtung möglich. Also da waren da die schon ein bisschen mehr Mut hatten an die Fotos entstanden 2013, 2014 ungefähr. Ja. So genau wie ich das nicht mehr. Ja, dem haben sich schon versichert, Leute an der Dota Gas auf jeden Fall hier Platz sich zu holen. Am Geologe sehen durch Pandemie natürlich auch, dass der Freiraum an enger Staat geht immer mehr knapp. Leute sollen Social Distance anhalten. Also beim Trotz bei denen nehmen 1 Meter oder 2 Meter breit, das ist nicht immer so einfach. Das Auto braucht Platz, aber die Pandemie hat es gewiesen, dass natürlich auch die Leute viel Platz brauchen. Dort waren der Bilder, den zu Wien gesehen hat, da sehen sich mal nicht mehr Bank sitzen, weil einfach ja, Aufstände sollten angehalten gehen an waren Sportvereine, haben keine Stunde mehr gehabt. Ich meine, das war zuletzt auch nicht anders. Spielplätze dürfen zugesperrt, dann ein Defizit einfach, dass die Leute Freiraum brauchen. Als immer mehr auffällig gehen, es immer mehr verstärkt klar, dass die Leute Platz brauchen, für spazieren zu gehen, für aus ihren kleinen Wohnungen vielleicht raus. Es tut nicht jeder eine riesige Wohnung oder ein Riesenhaus mit Garten. Und es geht immer mehr klar, dass der Freiraum, der Straßenraum, das, was zwischen, ich soll mal Fassade auf Fassade, damit dass das immer mehr wichtig wird, auch für die Leute, alle Guten. Ein Staat lief nun mal von den Leuten, die sich da abbringen, die da wohnen. Also, wenn wir just Gebäude hätten, ohne Staat, da wäre eigentlich kein Staat wie mir als 4 Stellen. Und ja, das ist eigentlich auch das, was Grätzlose Programm zu Wien so belebt gemacht hat. Das ist eigentlich gar nicht weit weg von unserem Büro. Die steht ganz tief da draußen. Da war natürlich ein Foto aus dem Sommer, wo sie schön gering war, aber die steht sonst auch ganz tief da draußen.
Und da geht es einem recht bewusst, wie viel Platz es eigentlich das Auto braucht, wenn sie geparkt sind, wie viel Platz das die Fahrbahn braucht. Und ja, viele Leute sagen, das ist nicht unbedingt fair, dass das Auto so viel Platz braucht, weil ich Platz auch für uns haben. Eine Großstadt ist nicht, also eine Großstadt wie Wien ist nicht so anonym, wie ihr meint. Die Leute engagieren sich gerne an ihrem Quartier, kennen die Nachbarschaft und ja, wollen natürlich auch mit der Nachbarschaft zusammen die Platz nutzen. Hier ein Foto von einer Gruppe von Geschäftsleuten, die wir seit vielen Jahren betreuen. Die sind eigentlich bei uns gekommen, also bei der Agenda 21 Team. Und sie gesagt, sie hätten gerne einen Platz, wo sie sich treffen können. Das ist eine kleine Seitenstraße von einer großen Ackerstraße, wo ganz viele kleine Boutiquen sind, vom Yoga-Studio bis zu einer kleinen Konditorei, sogar so ein Sternenlokal, also da 2 Buchhandlungen, ein Nähe, speziell kleines Sportartikelgeschäft. Also die sind alle im ähnlichen Alter, die Leute, die die Boutiquen haben, kennen sich gut, wollten einfach sich auf der Straße, können mit ihren Klienten treffen, auf der Straße etwas machen. Und das war eng von den ersten, wo man wirklich mit vielen Geschäftszeiten auch zusammen geschafft hat, weil es auch oft heißt, Geschäftszeit brauchen Parkplätze, aber ja, da war das eben genau der Gegenteil der Fall. Sie fand, dass ihnen das mehr wichtig wäre, wie Parkplätze für die. Du könntest froh, ob wen initiiert so etwas, wen will so etwas, wem ist das wichtig. Das sind Einzelpersonen, das sind natürlich auch Personengruppen, das sind erstaunlicherweise immer auch Geschäftsleute, das sind Vereine, Jugendvereine, auch natürlich Leute, die sich beruflich mit Gestaltung beschäftigen, also es sind auch Architektenbüros, die selbst sind, oder auch Schulen, Erwachsenenbildung, also das ist ganz unterschiedlich. Erreichen, zumindest halt zu Wien, kann eine Einzelperson, muss okay Verein oder irgendetwas sein. Das ist eigentlich alles möglich, was den sich vorstellen. Ja, dann noch froh für was machen die Leute das. Es ist eigentlich immer den echten Wunsch, sein eigenes Umfeld, wo wohnt, wo alltag Lunch geht, sein eigenes Umfeld mitzugestalten. Wie ich vorhin gesagt habe, mit der Pandemie, es gibt Platz am öffentlichen Raum, die ist für verschiedene Leute, die so das unfair verteilt. Das sind 2/3 von der Straße, sie für den Auto genutzt. Wir hätten auch gerne Platz. Natürlich für an der Nachbarschaft etwas zusammen zu machen, ganz wichtig, für einen konsumfreien Raum zu haben, also für zusammen zu sitzen, ohne direkt müssen etwas zu bezahlen, für zu essen oder für zu trinken, etwas müssen zu holen, für einfach so sich rauszusetzen. Vielleicht du noch ganz kurz zu Wien, also schon lang, also ich soll mal sagen, ich weiß nicht genau wie lange, mehr das schon lang erlaubt, immer auch ein Terrasse an der Parkspur zu machen. Also die muss nicht ob dem Trottoir sein oder bei einem anderen Platz, aber die kann auch an der Parkspur machen. Und dadurch war das manchmal für den Anfang nicht so schwierig. Ja, die nächste Frage ist natürlich die vom Standort. Ein paar Bilder, wo man auch zusammen mit einer Hausgemeinschaft etwas abgebaut haben. Da ist noch keine Straße, wo die irgendwie Boutiquen gehen oder Geschäfte gehen oder wo irgendwie viel etwas los ist. Das sind einfach ganz normal Wohnhäuser an einer Straße, wo es relativ ruhig ist. Mit du gesagt auch, was möglich ist, die haben das zusammen entworfen mit einem Schreiner und dort zusammen abgebaut. Vielleicht noch zum Standort, weil das der Foto ganz gut gesagt. Also erlaubt sind eng bis maximal 2 Parkplätze, eine Länge von maximal 10 Meter, Hausfassade oder natürlich an der Parkspur. Es kann ein Parkplatz sein, aber auch an freie Platz. Ich schon hier noch ein Foto, wo zum Beispiel für einer Kirche oder neben einer Kirche etwas, also es muss nicht an der Parkspur sein. Und es gibt grundsätzlich nicht mehr enge Ausnahmen, die hier verschriftlicht ist, und das nicht auf anderen Parkplätzen. Ich meine, das ist ein Parking residentiell zu Lützeburg, also hier ist das so geregelt, wenn eben eine Vignette tut, dann darf ich mit der Vignette auf so anderen Parkplätzen stehen, und da darf sonst überhaupt kein stehen. Also an die Plätze sind noch wirklich ausgeholt von dem Ganzen. Dann ist heute zum Beispiel auch erlaubt an Schrägparkplätzen, also nicht just Längspark, aber auch Schrägparker, was soweit ich eben das weiß, zu Salzburg und zu München zum Beispiel nicht erlaubt ist.
Natürlich gibt dann her nur auch geguckt, dass es keine Ladezone sind, behinderte Parkplätze, natürlich Taxiplätze, E-Ladeplätze, also wo E-Auto können stehen, Abfahrten, Zufahrten, also es muss natürlich alles frei bleiben, aber trotzdem, ja, manchmal finde ich dann noch genug Platz. München zum Beispiel lädt du auch nicht just die Sache von den Platz selber fest, mit die lehnen auch ein Quadratmeter zu, fest für 40 Quadratmeter, das sind zu Wien, also normalerweise eben 2 Parkplätze, da können die Menschen maximal 20 Quadratmeter. Das auch muss natürlich abgepasst gehen, dass in der Entwässerung nicht steht, also den Kanal an die Sachen müssen zugänglich bleiben, müssen abbleiben, an Sichtverhältnis am Verkehr, dass das eigentlich Staat wird. Am meisten geguckt der Foto gesagt, die gute sollen 30 cm zur Fahrbahn angehalten gehen, also wo markiert Parkplätze sind, so wie das heute der Fall ist, sind 30 cm vom Markage in Richtung Gretzloise. Du wo nicht markiert aus der Parkplätzen haben wir natürlich auch genug, mussten sogar 60 cm angehalten gehen, also das da zu gucken, Punkto Verkehrssicherheit. Es muss natürlich auch öffentlich zugänglich sein, natürlich auch an der Nacht. Wichtig ist natürlich, dass ich auch selber ein bisschen überlege, okay, passt der Platz oder passt der nicht. Vielleicht als direkt neben einem Kaffee, nicht so immens, also da hatten wir schon eigentlich, dass das vis-à-vis von einem Kaffee war, aber wenn der Kaffee dann um 12 Uhr zugesperrt wird, sind Leute rausgegangen und sich vis-à-vis hier gesagt, mit ihren Getränks waren ein Stück weiter. Ja, und so viel Geschwader, viel Comedy gemacht, das ist natürlich nicht so gut gewirrscht. Dabei, wenn du weißt, dass Baustelle sich Stoßebau arbeiten oder wenn ihr weißt, dass im Haus vielleicht irgendetwas gemacht wird, an der Gerüst abgestaltet wird, diese Sachen gehen alle gut geklärt bei seiner Ortsbegehung, wo geguckt wird, dass die Platz wirklich gut. Dann die Leute, die erreichen müssen, da wohnen, beziehungsweise müssen da zumindest die Geschäft tun oder eine Kunstgalerie. Also sie sollten irgendwie regelmäßig auf der Platz sein, dass sie natürlich auch können gucken, ob alles an der Reihe ist, an sich können drin kümmern. Natürlich wird auch positiv bewährt, wenn nicht Plätze sind, wo einfach zusätzlich schön Freiraum wichtig wäre. Das Ganze geht durch eine Jury, an Schule geschrieben MA46, also halt Wien ist alles ganz klar geregelt mit der Stadtverwaltung, die sind durchnummeriert, an der MA46 sind eben die sich für allem Verkehrssicherheit kümmern, an die gucken natürlich alle guten die Sachen, ob das alles an der Reihe ist. Ja, es gibt ein Formular, den ihr ausfüllt, oder? Genau, also es gibt ein Formular online auf der Homepage, den ich kann ausfüllen. Ich habe auch als Word kritisch kann, dass ja auch gerne schießen, wie ihr das macht, ob die auch Sachen verschicken können. Ich noch so Leitfäden, also auch von Salzburg, von München, von Wien. Ja, das kann man gerne zusammenstellen, dann Hanno. Genau, da sind da sehr Package mischt. Also eigentlich kann ich nicht zu Wien just online erreichen. Wie gesagt, die Informationen habe ich sogar als Word für dann auch weiterzugehen. Da gehen nicht auch Ausnahmen natürlich, wie immer gehen nicht Ausnahmen. Hier ist die Einsicht, an noch die Gerichtsrätsel, also zu Wien das für eine Schule, hier rechts das Gebäude wird so ganz weiß an der Sonne leid, als eine Primärschule mit einer Nachmittagsbetreuung. An vis-à-vis als eine Volkshochschule, also Erwachsenenbildung, an die Straße, also eine Spielstraße offiziell. Sie ist wirklich also so wie weit noch Hanne gesagt, ob der Foto ist auch schon am River, an bei der 4 bei der Foto ist auch am River, also eine ganz kurze Straße mit viel Kinder, die du an die Schule gehen, an die Kurse gehen, an dafür kriegt man eine Ausnahmegenehmigung für ein Feierparkplätze zu verbauen. Und du gesagt noch, dass die Schrägparke, also da gibt es schon einen relativ schönen große Fläche, die an Doka verbauen. Ja, Sicherheit ist natürlich ein großes Thema, ob das geguckt wird, wann Leute natürlich auch kreativ sind, wenn man zu Sachen kommen, wie das heute und dass ein Sandköst könnt oder dass es dann natürlich auch Schiert braucht. Ja, bei der Sicherheit geht es darum, dass es keine Verankerung am Boden sind erlaubt, dass es der will nicht aufhängen und Stoß zu bohren oder ähnliches. Wenn ein Mobiliar hat, dem mobil ist oder wie heiße ein Segel drüber, das muss natürlich gesichert sein, beziehungsweise eventuell am besten natürlich auch oberst anderen Wäschgehol gehen, nicht der für keine Leitungen über den Trottoir leihen. Ganz wichtig ist, kriegt just eine Förderung für das Ganze zu machen, wann es barrierefrei zugänglich ist.
Die heute sicher nicht das beste Beispiel, es gesagt, dass es muss ein Niveau haben am Trott war. Also darauf gucken sie wirklich, dass es ein Niveau am Trott war. Das heißt also ich so ein Spieloase dafür, als die wohl trotzdem genehmigt gehen, mehr ob die Barrierefreiheit gucken sie schon. Es soll Rutschfestmaterial sein, wann die Mobiliar hat, der drin steht, muss in der Drübe wegschrauben. An bauliche Aufgrenzung zum Verkehr als ungefähr 1 Meter, 1,10 Meter. An auch von den so wie Haie Segel hat, dann das heißt so keine Festkonstruktion dafür, also da egal, wie wenn eine Festkonstruktion, das muss die 2,50 Meter hoch sein, für das sie natürlich auch gut da drinnen gehen. Heige Seite auch die Leitplanken auf der Seite, die müssen drüber gehen natürlich für gehend oder das Auto und die du lernst, findet das so zum Beispiel nicht gekennzeichnet Parkplatz. Das die dann natürlich auch gesehen. Ja, da sind genau die Aufgrenzungen zur Seite natürlich, die Seite auch soll auch 1 Meter hoch oder 1,10 Meter ungefähr hoch sein. Und auch die Sicherheit wird von der MA46 an der Jury geprüft, ihr die dann frei gehen, auch für eine Förderung zu kriegen. Genau, die Gestaltung ist natürlich auch ein wichtiges Element. All Grätzl es gesagt tatsächlich anders aus. Wir haben zwar auch eine Firma, die nennt sich Parks.at, die so Module herstellen, von denen gibt da ganz, ganz wenig, die zu Wien stehen. Also ich gebe mal so an 98% von denen, die hier stehen, sind alle gut selber irgendwie individuell entwickelt, individuell abgestaltet, auch gestaltet. Das wird wichtig, dass es ein bisschen so Kriterien auch soll Liebchen auch sind, sollen auch sie wünschen natürlich kann begegnen. Ich meine, das wird den absolute Muss ist, das kann ihnen nicht abstellen, dass das Leute können näher setzen. Also es soll kein Kunstobjekt sein, denen einfach just gucken. Mittlerweile gucken sie auch drauf, dass es muss begrenzt sein, also es muss eine Pflanze gehen, also auch verpflichtend. Und natürlich kein giftig pflanzen und so weiter. Also du kriegst dann auch Empfehlungen, wann ihr nicht weißt, was du soll pflanzen. Genau, wie gesagt, in der sehr fix gebaute Sonnenschutz. Die muss dann 2,50 Meter hoch sein. Und jetzt sind auch die Hunde so klein Lampion, dann oben drauf. Das geht natürlich just, wenn das so klein, die vielleicht so einen Balkon hat mit so Batterien, also keine super riesige Beleuchtung. Die meisten sind aus Holz, das soll mindestens 22 mm dick sein, so 3 Schichtplatten oder so. Am besten natürlich sogar mit Upcycling. An dünner Konstruktion muss ich aufpassen, dass das natürlich für eine Feuchtigkeit schützt. Gesagt in jedem Schein, dass das ebenerdig ist, natürlich mit dem Trottoir, dass es barrierefrei ist. Und da kriege ich auch immer vom Verein Grätzloase, also vom Verein Agenda 21, die sich um Grätzloase kümmern. Auch Schildchen, wo dann drauf steht, da sie sich soll hinsetzen, da sie natürlich soll kein Dreck kann losen, da sind angeladen, dass sich mit seinen Freunden zu treffen, mit den Nachbarn zu treffen oder sich mit einem Buch einfach hinzusetzen. Was natürlich nicht erlaubt ist als Reklam, also darf kein Reklamschild da irgendwie, wenn du beim Geschäft hast zum Beispiel, darf nicht abgehangen gehen. Es darf auch nicht Dauerhaftes gemacht werden, was nur gar nicht mehr möglich ist, wegzukriegen. Es darf natürlich nicht Spatzes sein, nicht Scharfkantiges. Wenn es mit Holz ist, ein bisschen aufpassen, dass Holz so, dass sie nicht so schwer in dem Holz. Genau, für die Gestaltung selber geht es immer 19, das für Architektur und Stadtgestaltung, die sitzen da auch mal an der Jury und die können dann da auch mal einen Tipp geben oder Hilfestellung geben, wann ihnen das will. Die gucken natürlich auch, wie die Gestaltung ist. Genau, zur Gestaltung nach kann ich natürlich das zusammen machen, dass das was mir versichern, meistens zu bringen. Also, dass du nicht just, das hat natürlich auch schon, dass ich Schreiner das gebaut und die gestaltet oder fertig, mir versichern, das zu vermeiden. Datei, also zum Beispiel da drin von den Geschäftsleitern, ich ganz am Anfang gewiesen hat, du hast so ein Kung-Fu-Show, du und dann kann er da matt gebaut oder geschraubt, und auch matt entwickelt, dann zusammen abgebaut. Das kann ich natürlich auch nicht mehr groß abzählen. Wir haben auch schon mal Schulklasse geschafft, dass man vielleicht während dem Turnen, zum Beispiel am Turnsaal, abgezeichnet hat, wie groß ist ein Parkplatz, wie groß sind 2 Parkplätze, was kann ich da machen, wie viele Leute passen da drauf und so weiter und so weiter. Und dann Martina Skizze gemacht, dann bei einem Schreiner, den du an der Gegend von der Schule war, haben wir dann konnten an dem singen Atelier da mit den Schülerinnen das da
großteils zusammen schon fertigstellen, für das es dann eben dabei für die von der Schule dann abgebaut gehen, wo sie sich dann natürlich auch alle verewigt tun. Ich meine, da waren auch viele Bovenermedischer, die ich keine Bohrmaschine am Grab hatten oder die ich keine mal Pflanze selber gesagt haben. Ja, das ist schon froh. Ja. Ich gedanken Bekleidung bei der Konzeptentwicklung, auch noch bei der Umsetzung. Also es gibt am Anfang die ganze Zeit begleitet oder wie seid die Bekleidung aus? Genau, also das hängt ein bisschen von der Leute auf. Es sind da die eben wie die Schulklassen zum Beispiel oder auch die Geschäftsleute, die wollten das wirklich so. Mit denen haben wir da doch entwickelt. Ich kann vielleicht sogar bei den nächsten Foto nachgehen. Genau, also du als an einer Straße Haus, die etwas wollten haben, da kommen wir wirklich auch dahin, begleiten das komplett, was muss das ganz können, wie soll es aussehen, wie entwickeln wir das. Bis ganz zum Schluss wirklich das Modelle von Abbauern an zusammenschrauben. Sind auch viele, die einfach erreichen, die mir, also weil angerichtet geht beim Verein Lokale Agenda 21, es schaffen eben an 5 verschiedene Bezirke, wann an denen Bezirke Grätzelweisen abgestaltet gehen, da gehen mir informiert, an du unterstützen wir, wenn Leute das wollen. Mit gehen natürlich auch Leute, die so, und das brauchen sie alles nicht, das können sie lang, und das können sie auch tatsächlich, und dann funktioniert das, ohne dass wir die großartigen Apps machen. Wir gehen da vielleicht mal auf eine Erweihungsfeier angeladen, oder wenn ich weiß, du hast etwas abgestaltet, da gucken sie ein gelauncht. Gehe vielleicht ein Foto machen, schwätzen mit den Leuten, fragen, ob sie etwas brauchen. Also es funktioniert ganz viel. Also es stehen da ja die schießen über 100 pro Jahr. Wir sind eben an 5 von 23 Bezirken tätig mit der Agenda 21. Also so, dass wir an den anderen Bezirken funktioniert es ähnlich, also den anderen Agenda-Bezirken. An die Leute, die da keine Bekleidung wollen, du gehst dann auch ein bisschen eine Kontrolle, an dem es da zu Lunch gucken geht, oder dass der naja, Kontrolle funktioniert eigentlich über die Jury. Sie riechen Arbeiterjury, wo dann verschiedene Sachen kontrolliert gehen, eben, was schon gesagt wie Verkehrssicherheit, Gestaltung und so weiter und so weiter. Und da kriegen die eine Genehmigung für abzustellen, und da wird das abgebaut, und dann wird schon geguckt, dass das dann auch so wird soll. Das passiert dann über den Staat selber, also vom Magistrat. An was sie dann do machen, Programm oder nicht Programm machen, darüber gucken einerseits eben mir vom Agenda-Team, weil wir da im Bezirk zuständig sind. Es gibt natürlich auch Bezirke zu Wien, die kein Agenda 21 Programm laufen. Da guckt dann den Agenda-Verein drauf, also der Verein, der wienweit zuständig ist. Okay, ich bin noch eine Frage erst im Chat. Wäre eine Negativreaktion nicht ob Grätzelweise gehen oder ob überhaupt gehen, ob du Interessegruppe sind, die sich dagegen stellen oder. Ja, geht auch. Also zu dem gebe ich nachkommen. Do zum Beispiel, das passt ganz gut. Das du also beim Musischen Zentrum Wien, das ist so ein ich sag mal, Jugendzentrum, den Musik und Tanz und alles, was mit dem zu dienen hat, ubit, ganz viele Kuren, ubit, wo 300 Kanadier ausgehen, alltag zu ihren Kuren, an die führen da die tatsächlich Piano abgestaltet. Und hun auch do, also an die Pianostung auch die ganze Zeit dabei sind. Du gesagt die Schwarze Küste rundherum, also die gouf Moes, wenn die vom Musischen Zentrum an das Büro kommen, sind abgemacht, an oben, wenn sie hingegangen sind, zugemacht. Und solange du Leute gespielt haben, die schön gut konnten Piano spielen, war das alles kein Problem. Aber sobald kann er angefangen und dann natürlich den ganzen Tag drauf zu klimpern, sonst war das noch nicht mehr so froh. Und die Stunde tatsächlich nicht mehr in einer Saison, weil die Opera gesagt haben, das funktioniert just mit einem richtigen Konzert. Und gaufen auch Konzerte organisiert, aber für die immer abstehen zu lassen, das hat nicht mehr geklappt. Also du musst eigentlich immer Kompromisse fanden, Museen suchen und noch Beschwerde von den Leuten echt holen. Wir hatten noch einen, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, da sehen, müsst gucken, ob es vielleicht sinnvoll ist, neben dem Kaffee. Haben wir schlussendlich die Sitze, die da an der Grätzloas waren, die waren alle gut klappbar, und die haben wir so konstruiert, das war dann der Kompromiss, die haben wir so konstruiert, dass in die konnte Uwes abklappen, mit einem kleinen Veloschloss einfach zusperren. An den nächsten Tag morgens, waren die, also das war eine Frau von einer Kunstgalerie, die das angerichtet hat. Morgens, wenn sie eine Galerie abgesperrt hat, hat sie einfach Sitze hochgeklappt. Das heißt, es gab keine Gelegenheit, für sich da hinzusetzen.
weil einfach Leute aus dem Café Oves um 12 Uhr, wenn sie hingegangen sind, sich dann auch vis-à-vis gesagt haben, Comedy gemacht haben und so weiter. Und weil man das einfach in der Bande hinter sich in Konti setzen, war das auch nicht mehr bequem für sich da hinzusetzen und sich da abzuhalten. Und da war das dann tatsächlich auch gelöst. An dem Piano habe ich eine Saison, an die 2 Saisonstunden nach so kleinen Musikinstrument, aber kein Instrument mehr, was wirklich so auch so hart ist. Okay, kann schon eine andere vorstellen, Ja. dass Chat ja Vandalismus gefallen, ob das viel könnt an, ob es Vierdeler gehen von Bewohner selber, die Grätzl sind, ausschaffen. Ja, also der Viertel ist sicher, weil ich gehe vielleicht auch nach direkt bei den nächsten Foto, da das die, wo ich gesucht habe, wohin, ob enger Platz, etwas gebaut oder ein enger Parkplatz. Du hast auch vielleicht ein schönes Beispiel für Vandalismus, also die Grätzloise, sie wirklich mit viel läuft an, mit viel Detail, also die Schaf, den da steht, den ich gesagt habe, mit der Dunkelbrunner Dier, das ist zum Beispiel ein Bischenschaf. Also, soweit ich weiß, gibt es gut keine Vandalismusprobleme. Und auch die Heit zum Beispiel Govlo eben von dem Schreiner Leng, von einer Person Leng sozusagen Entwurf war gebaut. Natürlich, also der Vierdeel wird mehr Leute involviert, sie wird besser, weil dann auch eine große Community, eine große Nachbarschaft drauf aufpasst, an das gut findet. Also als immer für Vierdeel natürlich mehr Leute zu haben. Bei den Schulen, weil ich die Bilder für hatte, wo man der Schulklasse wirklich auch bei dem Schreiner am Atelier geschafft und als bisschen, das wir den natürlich auch muss bedenken, die Schule als am Sommer zu, gerade am Juli, August, also es wirklich warm, da brauchen irgendjemanden, den drauf netzt. Also da die Stunde auch just 2 Saison, weil es immer das Problem war, wie netzt dann da am Sommer, wie kümmert sich drum, denn wurde von der Schule nicht verantwortlich gefühlt, das war eine Schule, wo schon, also ich soll mal Lycée, das heißt, die Schüler haben nicht alle gut direkt um den Eck gewohnt, wie das vielleicht bei einer Primärschule ist, die Chance wäre. Genau, an du man dann immer für sich Leute zu fahren, die do Netze gehen, aber schlussendlich so schon als Erfahrung mit der Schule, das muss in den Hund, den sich auch im Sommer drum kümmert. Dann bei der Grätzloise, da über Feierparkplatz nicht gewesen hat, die ganz groß, ist tatsächlich eben vis-à-vis die Volkshochschule, da ist eine Nachmittagsbetreuung da am Sommer, und da ist auch den Portier von der Schule von Anfang an dabei gewesen, also da ist das gar kein Thema, da sind noch Nopren, die da drauf gucken. Also es hängt immer ein bisschen von den Leuten auf, die ihn da dabei hat. Okay. Und der Mobiliar selber, den gehört, da war nur der Stadt Wien, ne? Weil sie genau, also du passt das Beispiel eigentlich auch ganz gut dabei, weil es gibt ja den an für eine Förderung, es kann bis zu 4.000 € Sachkosten kriegen. An dem Moment sind das ja Sachen, die gekauft gehen, mal zu von der Stadt Wien. An die Sache gehören dann noch der Stadt Wien an. Die Heiten zum Beispiel, die Stunden, ich meine 3 Summer oder so, und du hast die Galerie, also das war auch eine Kunstgalerie, an eine Schreiner, an eine Café, die da zusammen irgendwie initiiert tun. Die Galerie, die damals in Pension gegangen, die Schreiner sind in andere Bezirke gezogen, und dort die dann vom Kaffee gesagt, sie will das nicht lang irgendwie sich um alles kümmern, weil mir keine andere fanden, da müssen wir ziehen, an die do Grätzloise, die Stung tatsächlich, oder steht ab dem Moment, die Juren drauf irgendwo ernst ist. Also die gehen angelagert beim Verein, also beim Agenda-Verein, die haben ein großes Lager, wo die Sachen dann über die Wand dahin kommen. Wenn die nächstes Frühjahr sozusagen nicht mehr wollt gehen, nicht mehr aufgeholt gehen, da sind auch Leute, die erreichen, also ja, sie wären froh über Hilfe beim Bauen. Da gibt denen natürlich angeboten, hey, wir haben da etwas, passt da dabei Platz, will ihr denen schulden, die ist quasi fertig, vielleicht können sie ein bisschen nach umbauen oder adaptieren. Und wir gucken da wirklich, dass dort Lager eigentlich eitel ist und die Sachen so mal gut auf die Straße rauskommen. Und die Leute, die sind selber gebaut und die halten aber quasi mit 4 Cups rasch mehr. Natürlich, ja. Also die gehen als ich kontaktiert, also mir noch bei der Duretzlase, weil die wirklich auch immens schön war, nachgeguckt mit der Po, du hast eben einen Kirch direkt neben dran mit der Po, ob die nicht wollen sie hun oder mit den Massendingen, wie man dann da alles fand und nicht gedurre Kauer, ja, schlussendlich wäre es schuld, mir tut Kegi gesagt, ja, wir kümmern uns drum, wir stellen sie ab, wir gehen nicht sein. Und du kommst an einen anderen Bezirk. Und sind auch verschiedene, die über die Wand da stehen bleiben, oder?
Genau, also da das lo, ich gehe vielleicht so einfach bei den nächsten Foto nach, da das richtig mit der Pandemie kommt. Also sie stehen Grätzweise goufe genehmigt, das habe gesagt den auch, dass es schön ebenerdig ist, hat auch Schrägpark, also ein relativ großer Platz, das sind so 2 Parkplätze im Englisch. An Vierdro waren immer genehmigt um Schanigartengesetz, also nur den Terrassen. Die sind im März kommen die raus, an Oktober, November mussten deren Wäsch geraumt gehen, am Winter gehen Terrassen ja nicht genutzt. An den ersten Winter, den man hat mit Covid-19, also wieso kein Platz an der Stadt, als plötzlich kommen ja dann dürfen Terrasse stehen bleiben, und du findest, konnten Kretzelweisen und auch stehen bleiben. Und sind da nicht alle guten, weil die Leute müssen extra aussichern, nach ein Kehr für die Winterverlängerung, hat das immer geheischt. Für sie über den Winter können stehen zu lassen, weil sie dann auch muss den Winter dran kümmern. Also sie sind nicht all stehen geblieben, mehr ich so mal täuschend ungefähr so weiter Stellung mal von den Zölle wies. Okay. Hier ist ein anderes Beispiel, was ich wollte weisen, Schrägparker, da sind einfach da mehr Platz hat, an auch mit Mivele, weil wir auch schon drüber geschwärzt haben, wie ein Hülft engem da, da teite sie auch die Bank, die Wellebank, die am Hintergrund gesagt oder die kleine Bank hier an den Tisch. Das sind einfach Mivelen aus dem Bauhaus, die kann fixfertig kaufen gehen, just zusammenschrauben mit Bauanleitung. Die gesagt, sie will kein extra Grundstress machen, für da alles neu zu kreieren. Sie fahren am Bauhaus und sie kaufen sich die Sachen, die sie brauchen, versuchen das zu adaptieren auf den Platz, den sie haben. Also die haben als wirklich mit so Pferdestelle aus dem Bauhaus gebaut gehen. Ja, und trotzdem schön gehen, an genug genutzt gehen. Vielleicht noch ein passend Frage im Chat, wie Planung honoriert wird von der Stadt oder von den Initiatoren, also von den Bürgern oder von den Initiatoren? Also Planung wird eigentlich immer von den Leuten selber gemacht. Es gibt auch eine Bauanleitung, und es gibt mittlerweile so pure Leute, also wir haben zum Beispiel bei Eis an der Equipe mal einen Schreiner, mit dem wir schon auch andere Projekte gemacht haben. Weil Leute so, sie trauen sich das zu oder sie wissen, wie sie das sollen machen oder welche Holz sie sollen kaufen, dann empfehlen wir ihnen einfach, den Schreiner zu kontaktieren, mit dem zusammen zu schaffen, aber an den dann eine Rechnung für seine Arbeit schreibt, die kann ihn auch erreichen. Das sind an dem Fall, also dem seine Honorarnote sozusagen sind auch Sachkosten, also die kann ihn auch aufrechnen. Aber die meisten machen das wirklich selber. Auch die Heiten zum Beispiel, die Heidgrätzloase war in Wirklichkeit viel mehr kompliziert geplant. Und wie sie dann angefangen haben, dann, wie sie das sollen alles bauen, sind sie schlussendlich an Bauhaus gefahren und sich ganz viel so Fertigsachen geholt, weil sie gesehen haben, das klappt alles nicht so. Also das ist auch ein Beispiel, dass wenn sie dann noch ein bisschen anders ausgesagt, ist das kein Problem. Da können okay meckern. Also ich habe mir die Bank, die hat aber müssen auf der Do-Seite stehen und so weiter. Also sie gucken an dem Fall wirklich auf Verkehrssicherheit ganz viel die Sachen. Aber die Gestaltung, wenn die ein bisschen anders ist, ist das nie ein Problem gewesen. Das ist nur eng aus dem echten Bezirk, das heißt, wo alles immer muss ein bisschen nobel sein, weil das einfach der nächste Bezirk ist. Die haben tatsächlich einfach auch Schreiner an, sogar Gärtner geholt. Das war von einem Kleiderboutique, die da initiiert haben an ihrer Gas. Ja, da sieht das natürlich auch schön bepflanzt aus. Am echten Bezirk ist das natürlich die Geschäfte wichtig. An dem Magistrat natürlich auch. Das auch aus dem echten Bezirk, die haben dann einfach ganz anders gemacht. Die haben eben, was ich vorhin erzählt habe, die Dealer, die dann am Lager einfach übrig bleiben, weil die drauf die so, wir haben das 2-3 Mal gemacht, das geht das durch. Wir wollen nicht mehr, die Doten haben lauter Dealer gekriegt aus dem Lager und haben einfach aus dem, was sie gekriegt haben, zusammengebaut, so wie es ihnen gefallen hat, haben das selber gemacht. Das war wirklich ein Tag vom Abstellen. Das heißt, gesagt in Duschen das Holz schon in 2 Sommer dabei ausgestung, aber sie gesagt, sie wollen nicht aufhängen, bei Null zusammen zu schrauben, aber sie wollen das, was da ist, und das verwenden sie auch. Dann haben wir hier auch ein ganz interessantes Projekt für Geschäftsleute, das hier bei uns am Bezirk, und zwar haben die so in Container, ich weiß nicht, letztlich dafür Baumulde, also wenn Baustellen sind, wo halt den Dreck von der Baustelle gesammelt wird, für die haben die im Bau genossen, auch von der Firma, die die Baumulden hat. Ben auf Französisch.
Okay. Ja, also wie gesagt, die wir da vergessen ich dann immer. Das war weil die Geschäftszeit, also das Bild für 300 Toten, die steht da natürlich lang. Die steht da von März bis November an am Bezirk und Geschäftsleiter, also oft tue den Heise Geschäftsverband an einer ganzen Straße, die gesagt, ja, das ist zu lang, dafür ein engem Geschäft, genau, monatelang die Parkplatz fort, die aber also so wichtig ist für Eis. Und die haben sich darauf geeinigt, dass sie eben so ein Baumulde umbauen lassen, dass sie sich dran sitzen, und die kann nutzen, und dass die eben all 3-4 Wochen bei einem anderen Geschäft steht. Hier steht sie eben bei einem Brilleboutique. Und da können die zum Beispiel dann 400 Dir auch mal einen Sehtest machen oder hier Sommerbrille, also hier eine Sonnenbrille können anbieten. Genau, ich gesagt, vielleicht noch einen anderen Blick. Und dann hast du wirklich die und dann ein Programm gemacht, all 2-3 Wochen, als dann Kamion kommen, hat es abgeladen, bei der nächsten Geschäft gestaltet, und dann hatten diese, ich weiß noch, das im Büro was eng Aptik, die hatten so 400 Dir, die haben dann Blutdruckmessung gemacht, dann so drücken einfach mit den Leuten, die Lunch kommen, sie versuchen doch in Kontakt zu kommen, ein bisschen sozusagen Reklam zu machen für die Boutique, wo es gerade steht. Genau, da tun ich schon eigentlich alles erzählt, was da steht, wie sie nicht gerade. Sie haben sich natürlich dann noch gemeldet, für das dann zu netzen, die Zeit, wo sie für ihre Dirstung haben ein bisschen ein individuelles Programm einfach angepasst und hier das Geschäft, was bei hier das Geschäft gepasst hat. Genau, du gesagt in ein ja, von der anderen Seite wieder dann um Kamion abgeholt. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz flott Geschichte. Genau, die Lagerung, darüber haben wir eigentlich schon geschwärzt. Also am Wand, da goufen sie bislang immer alle gut aufgebaut. Das war Pflicht, für sie aufzubauen. Und gouf angelagert vom Verein. Und ich weiß von denen Verein, dass die da schon gestöhnt haben, wenn sie schon 100 Grätzlosen hatten. Sie gesagt, die ganzen Dinge, die meisten Kästen, die gehen an das Lager. Also sie versichern denen natürlich dann über die Summe das Lager eitel zu kriegen, dass sie die nicht mehr nutzen müssen. Genau, als auch ist das im Bezirk auch eng Grätzloase, die uns einfach mal also bepascht. Wo ich gesagt habe, mischt auch schon ganz viel aus. Und allein noch die Kusse drauf, dass sie noch geschafft hat, die einfach muss und das Geschäft absperren, dann die Küssen rauslegen, das Leute sich können besser hinsetzen. Ja, kannst du schnell kurz unterbrechen? Du hast ja viel gesucht vom Verein, das ist ein Agenda 21 Verein, gell? Genau. Kannst du das kurz sagen, also aus die Initiative, ist vom Verein ausgegangen, war das von der Stadtverwaltung, war das von Bierger, überhaupt Kretzelweise? Das ist ganz, die überhaupt und Trule kommen. Ja, und die zweite Sache, wie der Agenda 21 sich finanziert, weil die überholt ja die ganze Berodung, also weil dann, ich meine, du warst auch froh am Chat, wie genau, also Agenda gibt der Verein, Agenda 21 stehen als Wien weit zuständig für das Bezirk Agenda 21 Projekte. Der Tisch, die sind sozusagen als direkt Ansprechpartner, weil wir an einem Bezirk schaffen. Es gibt pro Bezirk ausgeschriebenen Agenda 21 Prozess, der Tisch Wirklichkeit Beteiligung forcieren an Mat de Leute Projekt schaffen. Also wir entwickeln als Agenda 21 nicht wir entwickeln die Projekt, wir begleiten Leute, die Projekte entwickeln am Bezirk, immer mit dem Ziel nachhaltige Bezirksentwicklung. Den Verein also Verein lokale Agenda Wien geht über die Stadt Wien finanziert, und wenn wir an einem Bezirk tätig sind, dafür geht das eben nicht an alle Bezirk, muss auch der Bezirk mit bezahlen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier am 1. oder am 8. Bezirk schaffen, dann ist das 50% Finanzierung von der Stadt Wien. Weil sie da wollen Beteiligung an den Bezirken forcieren, an unterstützen. An die anderen 50% bezielt der Bezirk selber, weil die so, ja, wir fanden das gut, wir wollen gerne, dass es ein Team gibt, die Leute begleiten, die gerne an ihrem Bezirk, an ihrem Grätzel irgendetwas umsetzen. Das kann natürlich sein, so, ich weiß nicht, Willoswehr, bis hin zu Sprachcafé, Gemeinschaftsgärd, ganz viele verschiedene Sachen, an dem Fall eben auch die Grätzeloasen. Die ganze Förderung, also die ganze Zuge kommen an dem Fall vom Verein selber, den über die Stadt finanziert wird. Also das ist eigentlich eine Stadt Wien Finanzierung, das Ganze. An den Bezirk selber, weil den 8. Bezirk ist eigentlich der kleinste Bezirk, an den hat die meisten Grätzeloasen. Der Bezirk selber kostet sozusagen nicht alle Grätzeloasen, weil die Förderung geht immer über die Stadt
ausgeschott sozusagen. Und dann stand als das ganz, soweit ich das weiß, eigentlich von einer Politikerin, die das an der Vakanz gesehen hat, an Amerika. Also das ist so, wie ich nicht mit etwa ein Künstlerkollektiv zu San Francisco, die einfach an einen Parkauer suchen, angeheizt und an einer Platz eben ein Auto dahinter zu setzen, haben sie einen Teppich ausgerollt, dann für Stil, dann haben sie dahinter gesagt, dann haben gesagt, hey, gesagt, das ist so billig, für ein Auto hinzustellen, und schon einen kleinen Wohnung, schon kein Balkon, ich setze mich einfach auf die Straße und wir fangen mit den Leuten zu schwätzen. Also ist das eigentlich zu San Francisco die Grundidee entstanden am Jahr 2015, also Mengen Informationen noch, war das eine Bezirkspolitikerin, die einfach so lang so mal bei der Stadt Wien die Leute genervt hat, bis sie dann eigentlich genehmigt hat, so etwas abzustellen. Und die hat auch mit seiner Baumulde eigentlich angefangen, weil sie gedacht haben, die kann ich nicht hinbringen, dann Licht drin wegbringen. Und ab 2015, also tun ein klares Gesicht gehen, wie das kann mehr fördern, wie kann die ganze Förderabwicklung machen, wie kann seine Jury-Sitzung organisieren, also was du beim Agenda-Verein gelandet. Also 2015 gouft eben den einen Parklet, den einzigen, an 2016 gouft es schon 15. An lo haben wir die 90 bis 100 Erreichungen pro Jahr. Da sind da viele, die während der Stur bleiben. Es sind auch viele, die froh gehen nicht für eine Förderung, die sagen, ja, die 1000 Euro, die holen wir selber in die Hand, das ist egal, wir wollen nicht durch den ganzen Prozess mit Förderung. Jury-Sitzung, wir frohen einfach für eine Genehmigung, für einen Parkplatz umzubauen, aber wir fangen an. Also der Fall geht natürlich auch. Okay. Genau, da waren wir schon bei der Förderung, da passt ja dann auch ganz gut, also gefördert wird eben Baumaterial, das heißt Holz, an Schrauben, an alles, was man eben dazu braucht, bis hin zu den Pflanzen, an den Boden dazu, gefördert wird auch, wenn ihr seht, den nächsten Tag machen wir ein kleines Festchen, wir laden alten Opern an, dann kann ich auch nicht Kuch an Getränks kaufen, natürlich auch der Materialtransport, also wenn ich bei Bauhaus fährt, dann kein Transporter hat, kann ich sich auch ein kleines Mietkamionett holen, auch das kann gefördert gehen, auch wenn man sich einen Schreiner hält, dem sind Rechnung als gefördert, Genehmigungen, die Steuer sind mir egal, auch die sind da dran, bis hin zu einer Versicherung, eine Versicherung selber, also eine Haftpflichtversicherung, also nicht verpflichtend, wir empfehlen es immer. Also wir haben eine Versicherungsgesellschaft, die dann mittlerweile, also am Anfang ist schwierig, die klar zu machen, was wir hatten, aber mittlerweile kennen die das schon, an die versichern das einfach, das ist eine ganz klassische Haftpflichtversicherung, weil ja wie überall ist, vielleicht natürlich fährt, wenn sie das bauen, das ist ja TÜV genormt oder so, dass sie dann doch vielleicht irgendwelche Kluge kriegen. Also Versicherungsfall weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Was auch finanziert geht, nur nach dem letzten Punkt Öffentlichkeitsarbeit, der Tisch, weil zum Beispiel Flyer gedruckt gehen, so Sachen kann ich dann auch fördern lassen. Genau, was dann nicht förderbar ist, dass wenn ich mich mit meinen 3 Nopischen zusammensetzen, an 3 Abende lang planen, an zeichnen, an nivellieren, und dann herstellen meine Rechnung für 3 Abende, das geht nicht. Also so organisatorische Sachen geht nicht, als ein Internet, als Strom, als Telefon, Handyrechnungen für die Organisation, also das geht alles natürlich nicht. Aber wenn ich ein Eröffnungsfest möchte, darf auf der Rechnung kein Alkohol sein, das geht auch nicht. Und der, wenn sie auch nicht natürlich die neueste Bohrmaschinen am Bauhaus kaufen, an die dann auf die Rechnung setzen. Also so Sachen gehen natürlich auch nicht. Genau, also dann die ganze Prozedere haben wir ja schon ein bisschen dafür geschwärzt. Das sind auch also Parkplätze, die wirklich quick sind, natürlich die groß sind, das ist für uns ein kleines Kulturzentrum. Dann kriege ich schon einen größeren Platz zu summen. Also grundsätzlich lief es so oft, dass ich einfach an der Nachbarschaft die Idee hat, für etwas zu machen, sich vermeintlich ganz viel Kooperation sieht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach, was man schon gesagt hat, Vandalismus, Akzeptanz und so weiter und so weiter. Also das ist ganz wichtig, ganz viel Leute an der Nachbarschaft zusammenbringen, natürlich ein Konzept erreichen, das so viel an eine Förderung will hun, also die nicht Fristen hat man früher hat man 3 Fristen pro Jahr, mittlerweile geht es just nach eng immer am November, da das dafür das Jahr drauf, das sind die wissen, ja wir hatten das Jahr das stehen, nächstes Jahr wollen wir drin stehen hun, die riechen meistens am November schon an, 4 das Jahr drauf, und dann geht es eng Frist nach meistens
Februar und dann rieche so viel Leid an, dass es für den Rest vom Jahr schon ganz Geld fort ist. Sonst haben wir bis zu 3 Erreichungen gebraucht, für das Geld abzudelen. Das ist auch nicht so eng super streng Erreichung, so nicht mal, wenn den Dünnerlehrer nicht allzu Summen hat, geht immer nur gefordert. Also da war einer nie in den rausgeflogen ist, weil vielleicht ist der Lageplan nicht richtig war oder irgendetwas gefehlt hat. Und da gibt es eben eine Jury-Sitzung, die großteils von der Stadt Wien, von der Stadtverwaltung zusammengesagt wird. Eben wie ich schon erwähnt habe, für die Architektur und Stadtgestaltung, dann für die Verkehrssicherheit, für zu gucken, wie ein Projekt kriegt dann eine Förderung. Da kriegt ich eben Förderung so oder aufgesucht und dann geht abgestaltet und ist schon eben extra nach dabei geschrieben, Musik, keine Förderung, also kann ich da doch selber einfach so erreichende Vierdeel als einfach, dass ich durch die Jury-Sitzung schon komme. Das ist dann nicht nur ohne eine Förderung einfach Usiche für selbst abzustellen, dann wie gesagt Magistrat hat die erste Kehr, da sind sie doppelkritisch. Also ist das schon an der Jury-Sitzung diskutiert gehen, für gut fand gehen, ja, die kriegen finanzielle Unterstützung und dann ist eigentlich die Genehmigung über den Magistrat noch just eine Formsache. Also dafür rode mir auch die Leute, doch sie noch Geschäftsleute, die so, ja, wenn es denen 2000 Euro ist, mal wurscht. Den rode man trotzdem einfach anzuriechen, weil sie dann die ganze Prozedere am Jury automatisch matt kriegen und dann Genehmigungen relativ leicht kriegen dann. Ich die sonst nur die Leute, wo keine Förderung mehr übrig ist, die dann so können probieren, ohne Förderung aber nach Heimfroh zu machen. Ja, also wenn die Frist aufgelaufen ist, gucken sie schon, dass die Projekte die gut sind, aber wo sie denken, das klappt gut, denen auch suchen zu gehen. Also ganz am Anfang kriegt jeder, die suchen den ungesichteten Kruten noch oft den Maximalbetrag. Mittlerweile kriegt den nicht immer den Maximalbetrag, weil sie dann denken, okay, da kriegt den ein bisschen weniger, dafür können wir dem anderen dann andere etwas geben. Also sie versuchen da wirklich mit dem Budget, den du hast, so viel wie möglich Grenzlosen zu unterstützen. Dann sind die ideologisch, ist ein Mandelo de Summerstunden, die sich nächstes Jahr rum dann kriegen die nicht rum, schießen 1000 oder 1500 Euro, mehr vielleicht ist 500 für vielleicht ein Eröffnungsfest zu machen, für ein bisschen hier und dort zu flecken, für eine Pflanze vielleicht dran zu setzen, kriegen die paar 100 Euro, aber kein größer Betrag mehr. Okay, das kann auch nicht viel nicht zurückbehalten, also wenn ich es fehlt, da wird nur gehakt an Begleit mit der Solonette. Genau, genau, ja. Genau, dann noch vielleicht zu dem Konzept, was so wichtig ist. Also grundsätzlich geht es ja einfach für mit der Nachbarschaft zusammenzukommen. Also nennen wir das Belebung der Nachbarschaft, einen Aufenthaltsraum zu schaffen, den eben noch konsumfrei ist. Die allerwichtigste echt froh ist, wie kümmert sich drum. Also braucht wirklich jeden, den sich drum kümmert, den sich verantwortlich fühlt. Als Mensch das Allerwichtigste. Und natürlich für die Akzeptanz zu erhöhen, so viel wie möglich Leute abbannen. Zu klären, mit welchem Material das sie baut. Es soll an dem Konzept auch dran stehen, vielleicht paar Skizzen, Beschreibungen, wie es soll ausgesehen und noch den laufenden Betrieb klären. Also da haben wir da so wirklich gemerkt, wen jetzt am Sommer, wen kümmert sich um Pflanzen, weil sobald es da ein bisschen, ich soll mal verlottert oder vernachlässigt ausgesät, als geforderte Mehrheit, dass ich vielleicht denke, no, das gehört ja keinem, man schmeißen, schießen nach anderen Dreck dabei. Also es soll immer möglichst schön, gut ausgesehen und es soll auch sein, den regelmäßig guckt, wegen der Pop-up gehalten. Und das sind noch Sachen, die sogar von der Jury dann nur gefragt gehen. Wen netzt du am Sommer, wie kümmert sich drin? Also das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, für das das auch klappt. Und das funktioniert doch gut, dass die Leute haben sich ja noch dran, wenn sie bis so steht, dann geht's. Eigentlich schon. Also wir kriegen natürlich auch immer, die man dann auch mal darauf aufmerksam gemacht oder kümmert sich kein drum. Normalerweise hat der Verein ja dann Altkontakte von denen, die Gesicht haben, an die gehen dann auch kontaktiert und da versichert man, dass es sich das bessert. Wenn es Grenzlosen gehen, wo es sich nicht bessert, dann hast du auch ganz klar, dass die dann einfach keine Förderung mehr kriegen. Also das ist nicht so, dass es kaum Interesse gibt. Die versichern wirklich denen, die auch Interesse haben, an die es gut machen, denen auch die Förderung zukommen zu lassen. Also was wichtig ist, ist keine kommerzielle Nutzung, also auch wenn man schon den einen oder anderen Kaffee hatten oder Wirtshaus oder so oder Restaurant, die irgendwie ein bisschen involviert waren, muss ganz klar sein, die dürfen da nicht aufhängen, hier erstens zu servieren oder irgendetwas anzukassieren.
für Gedrängs. Das ist ganz wichtig. Es darf keine politische Partei etwas machen oder erreichen. Wichtig ist ihnen auch am Konzept, das dran steht, ja, was geschieht dann an der Grätzloase, schießt nicht Programm für Kanner oder so kleine Flohmarkt mit Kannerglieder oder Gedummel. Wir hatten dann noch schon Lesungen oder ja, all mögliche Sachen oder so, schießen mit Geschäftszeit auch die dann gratis so Massagen. Recke-Massage gemacht, da kann den das eigentlich ausprobieren. Also ein Programm ist irgendwie wichtig, für das auch etwas an dem Parklet geschieht. Gibt es Viergaben, dass du schießt irgendwo am Mond oder sogar irgendwo an der Woche oder so? Nein, es gibt keine Viergaben an, sie gibt wirklich drauf aufmerksam gemacht an den Agendaverein, guckt auch da wirklich drauf an, erinnert Leute auch teilweise, wenn wir hören, dass da gar nichts geschieht, da gedenke Uruwe gesagt, es wäre schon schön, etwas zu machen. Und das ist eben noch ein bisschen an den Bezirken, wo Agenda 21 Team gehen, so wie mir, eben, die wirklich ein Projektmanagement auch am Bezirk direkt machen. An den Bezirken ist es natürlich mehr einfach, weil wir den Kontakt auch direkt zu den Leuten haben. Genau, im Konzept muss natürlich auch viel gesehen sein, dass das ganz temporär ist und dass sie das auch kann entfernen. Also am Schluss, wann sie fortkommen, der wir natürlich nicht mehr von dem Ganzen gesehen. Ich soll mal die individuelle Not von dem Ganzen ist immer ganz wichtig. Also wir reden noch die Leute wirklich auch über Plakate oder heinz, da sind da die Hunde so eine Tafel, wo man da Kreide drauf schreiben kann, einfach für ihren Kontakt mit den Opern zu kommen, an einem Platz dann daheim am Drucker, super schön Layout hier, Schild auszudrücken. Also es ist immer mehr schön, wenn man sieht, okay, malt man der Kanner-Schild. Also es geht wirklich darum, für zu weisen, dass sie Leider ist eine Notbeschafft, die das machen, macht einfach mal, dann guckt, dass ich auch kennenlernt darüber. Genau, wann da so Programm ist, sind da dann noch, die dann aushängen, ja, nächsten Samstag treffen wir uns an mir basteln zusammen, was wie sich schwert, mit der Perlketten oder was auch immer. Also so lernen die Leute sich dann natürlich auch mich schnell kennen, wenn es ein bisschen Programm vielleicht gibt. Ja, der Titel natürlich mit denen viele Fotomänglisch auch Lostdruck gemacht, trotzdem weiß ich auch, Grätzloase lesen nicht alles in einer Stadt. Es wird weiterhin Parkplätze gehen, an die wird weiterhin gebraucht gehen. Mittlerweile, oder nicht mittlerweile, mehr meistens als 2/3 vom Straßenraum ist normal für den parkende Verkehr, also für den ruhenden Verkehr zur Verfügung gestellt, oder für den Auto, ganz viel natürlich auch für das Auto und die Parken. Und das ist einfach froh, man ist aus einer Stadt wollen abhalten. Also das ist einfach froh, die auch halt zu Wien immer gestaltet. Man Leute sollen mitgestalten, sie sollen für ihre Dinge können irgendwie mit dezidieren können, was geschieht. Und Stoß geht eben von Hauskant zu Hauskant. Und die soll fair abgedeelt gesehen an natürlich lesen Grätzloase nicht alles mehr Eiserfahren also Ballfall da sind viel Positives kann natürlich bewirken an das hat ja auch schon ganz am Anfang gefroht ist natürlich Kinder doch Beschwerden natürlich ist nicht all Grätzloase Lesung für alles an dem Quartier dafür einfach gucken wo Leute gut wo sie ist vielleicht auch gucken, wegen Initiative gehen durch schon Schulen oder Jugendvereine oder Geschäftsverband, die super engagiert ist oder so irgendwie Leute, wo man wissen, die kümmern sich gut drum. Die Comedy nur 22 Jahre ist natürlich ein großes Thema. Wenn denen ein Problem ist, muss ich etwas überlegen. Wir haben immer mit dieselben Argumente zu dienen, wenn wenig Lass ist auf der Platz, dann ist das Parkplatzvernichtung, da sitzt ja kein, das nutzt ja kein, das interessiert kein. Wenn zu viel Lass ist, kommen die Leute, ja, du hast immer ein bisschen Lass, du hast zu viel Radau. Also das sind so die klassischen Sachen, was ganz sicher dafür sorgt, dass es gut oder besser angeholt wird, als wenn es einfach abgeräumt ist, wenn eine Puppe ist, wenn sich der Dreck sammelt, wenn Pflanzen genetzt sind, wenn Pflanzen schön wurzeln. Also wenn einfach wie auf eine Stufe eine Gruppe von Leuten sind, die auch auf das Ganze aufpassen und das auch zusammen machen natürlich.
Du hast beim letzten Seminar gesagt, als Argument von Leuten so, ja, du sitzt okay dran an der Grätsel, das am parkenden Auto Auto. ja, ja, stimmt. Das dann muss ich oppassen, die Antwort findet nicht jeder richtig. Das sind Antworten, die man natürlich auch gehen am parkenden Auto sitzt, auch gehen. Ob der Doplatz können sich wenigstens pro Leid und wenigstens pro Leid Chance für dort zu sitzen, dann das auch ja, heimmensch wie überall sind Auto und die stehen teilweise 2-3 Wochen genau auf derselben Platz. Also die Eingreizlast, die ich gewiesen hat von dem Geschäftsverband, die mit denen Dealer aus dem Lager, die da waren, hier zusammen gebaut und da war auch Politik sogar dagegen, weil sie gesagt haben, mit Geschäftszeit brauche ich Parkplatz. Und dann interessant war aber, dass der Geschäftsverband das wirklich wollte, weil sie gesagt haben, sie machen einmal am Jahr eine Straße fest, wo sie Straße sperren lassen, an 2-3 Wochen für drin schon Parkverbotsschilder abhängen. Und natürlich mussten sie dann auch alle Auto dokumentieren, die hindurch steht. Und da sind Autos, die stehen 2-3 Wochen, ohne dass sie sich bewegt. Und sie so, die Auto brauchen sie nicht für ein Geschäft, weil die Auto kommen nicht ran kaufen. Dann haben sie lieber eine Sitzgelegenheit für die, wo die Leute sich können hinsetzen, mehr davon, wie wenn einfach Auto und ewig für ihre die parken. Mhm. Ja, mehr weil ich für dann auch gesucht natürlich Beschwerden oder das Leute sich abregen schon holen an wann es überhaupt nicht klappt als Mensch seit vielen Jahren den echten Fall Delograt aktiv lebt wo wirklich evaluiert geht ob das soll auf der aber dann aufbauen, also das wirklich ein ganz Haus hat sich komplett wird du nicht wenig Sprachplatzen an dem Eck wat sich komplett wird ergéint de goflo schon Diskussionen mat de Leiit gefauerert, also halt dass ich gesagt okay, wir sitzen mal als Summen da gucke wie dat ze Summe können lesen mir die wollen net lesen, die wollen einfach dass dat fort könnt ja muss ich gucke wie weit, also muss ich noch ich holen an Dr agoen an der letzte Konsequenz dann leider auch aufbauen. Genau, meine ich grundsätzlich also den gut sagt, also den Schesach, man in eng Community huet weder eben hai auch der Fall, dass los eng Lebensmittelkooperative, eng Foodcoop, die da zu summen hun, die hun het Lager, der Tisch du hast all den anderen ausgeht, die gucken zu summen drauf, die funktioniert zum Beispiel super, also dann aus der Menge Ball von eng Bereicherung für das ganz gut umzusetzen. Genau, da vielleicht ganz kurz zur Summe gefasst. Also wie wichtig ist, dass es funktional ist, dass es viel geringes ist, dass der Standort gut evaluiert ist, das Umsetzpaket soll gut evaluiert sein. Da sind noch Kriterien, nach denen man Jury guckt. Sie gucken natürlich auch Trauma denen dazu. Kriegen die das fertig oder wollen die schießen eine Förderung von 4.000 € für Paletten, die sie abbauen. Ja, wichtig ist natürlich, also das sind Empfehlungen von mir, sind schon mal motiviert Leute brauchen die richtig Platz. Es ist ja wichtig auch etwas Schriftliches zu machen als Hilfestellung, also das Leute können immer, also das Chlorregeln gehen, das Leute sich auch können und etwas zahlen, dass es ob der Gemeng oder wo auch immer, also bei uns geht es eng Handysnummer fir d'Grätzloise, wo en immer kann urufen. Et ginn 2 Leute, die sich all die Projekte zu Wien kümmern. An wann selbst an enger Gemeng lanciert, gëtt mengg och Öffentlichkeitsarbeit machen, wat bringt dat ganz bis hin zu enger Bauanleitung, wie kennt das ausgesehen. Genau, das sind Unterlagen, die ich eben, wie ich da gesagt habe, kennt auch noch zur Verfügung herstellen. Wo ihr auch kennt, ein bisschen Idee kreieren, genau. Und so ist es eben, da tue ich eigentlich auch schon teilweise erzählt, genau, 2015 ist das echt gestartet. Die 370, die Stungen, das ist wirklich alles zusammengerechnet, natürlich von 2015 bis 2022. Und ja, ich meine, die anderen Sachen habe ich, alles ist jetzt sogar mehr, habe ich 106 Erreichungen geöffnet, das weiß ich schon gar nicht mehr. Genau, das ist eine Zusammenfassung, also grätzloase.at gibt es natürlich auch eine Website, auf die ich gucken kann. Das ist viel muss merci. Ja, ich hoffe, das war informativ. Ja, das ist so vielmals merci oder mir so vielmals merci. Und sind noch ein paar Fragen am Chat, die ich auch gerne noch aufgreifen. Zu den Dokumenten, die du erwähnt hast, vielleicht kannst du die einfach checken oder setzen wir sie online oder checken wir die Partizipanten durch den Link.
Okay. Natürlich okay, also auch mal Dinge Präsentation vielleicht zu sehen, wenn das geht. Ja, meine ich. Ich stoppen dann den Bildschirm, oder? Okay. Ja. Dann erkläre ich auch vielleicht noch, weil ich hatte gesagt, ich kann ich auch ein Mikro zu Wort melden. Genau, manchmal man das mit Hand hier, wenn das nicht ganz chaotisch geht. Und dafür geht man Kurse auch im Hof, du innen an Fenster vom Zoom und du bei, aber mir hier steht Reactions, da so eine Smiley-Ikon, aber wenn du drauf klickst, da kann du irgendwo Raise Hand oder Handheben auswählen. Und da gesehen ich eben so eine Hand, so eine Hand und da kann ich die Stuhl gehen. Genau. Mir ist froh, vielleicht wurde ich noch ein bisschen überlegt, was der Frohe will. Nach die Frohen aus dem Chat, du war eigentlich zu den Pflanzen als aufgefallen, dass da nicht immer einheimische Pflanzen waren. Gibt du kein Vier gehabt, dass die müssen lokal oder einheimisch sind? Soweit ich weiß, dass die in sich Viergabe darf nicht giftig sind und es soll nicht groß Stacheln haben oder so, dass es sich irgendwie kein verletzen. Sonst weiß ich nicht von einer Viergabe. Mhm. Aber was geschieht mit den Pflanzen am Wand? Da gehen die dann auch mit angelagert mit dem Holz oder gehen die da von den Leuten vielleicht auch von ihnen geholfen? Genau, also Pflanzen tun ich auch schon wie immer geholfen, so dann an den Haftrohen oder so. Also Pflanzen gehen normalerweise irgendwie holen die Leute mit Themen, gehen an den, also Hai und Heise, da viel sehr kleinen Innenhof, gehen sie da in der Gestalt, sie gehen an die Wohnengestalt, wir haben auch teilweise, also die Grätzloase, die da, wo ich gesagt habe, die von einem Schreiner allein gebaut gehen, also mit denen schöne Möbeln auch, mit der Bücherschaft dabei. Das waren zum Beispiel gelehnte Pflanzen. Es gibt dann auch Gärtner, denen mal so, okay, wir brauchen 3 Birken, so groß wie möglich, die kann du hinstellen. Und die bringen die im März an, holen sie den November im Matt. Also so Konzepte haben wir auch, ja. Dürfen die dann du keine Werbung machen oder nicht? Auf dem war, soweit ich weiß, kein Reklame. Wir hatten auch schon eine ganz lustige Geschichte, die Zeit, wo wir abgebaut haben bei einer Grätzloase, als ein Damm kommen, die gesagt hat, ja, sie hat vis-à-vis ein schön Dachterra, es ganz viele Pflanzen drauf, und sie aber gerne den Boden neu machen, im Frühjahr, Sommer, und da wissen nicht, wohin wir ihre Pflanzen, dann hat sie gesehen, dass wir da abbauen, ob wir die nicht wollen haben. Und schon hatten wir ein super grün Grätzloase. Die sind alle Sachen raufgedroht und sie konnten sie dann eben liberieren, dafür sie halt mir lang stehen zu lassen. Und die war froh, dass sie Pflanzen das waren. Wir waren froh, dass wir Pflanzen hatten. Das ist gut fand. Genau. Es gufen da auch schon geklaut. Also das geht natürlich auch. Also wir hatten auch schon, die dann so eine große Pflanze stehen hatten. Da, seitdem fängt man auch an, große Schäpflanzen umzuketten, weil sie definitiv auch über Nacht schon fortgekommen sind. Okay, ich gucke nach. Du hast noch gesagt, dass sie maximal 4.000 Euro kann kriegen, ne? Das ist aber just das Maximum, kriegt nicht für 4.000, ne? Das heißt, ja, das ist genau. Also von den Engparkplatz verbaut sind 2.000 Euro Materialkosten oder Förderung, das ist ja nicht just Material, mir das mischt einfach der Gro aus. Von den 2 Parkplätzen verbaut eben bis maximal 4.000. Und das ist eben wirklich das Maximum, ja. Also an Schmengen auch die letzten Jahre wird immer mehr Förderanträge kommen, sie werden die Chance wirklich viel oder das Maximum zu kriegen immer mehr gering ist, weil sie da versichern, aber möglichst viel zu ermöglichen. Wir haben auch schon Fälle gehabt, die wollten halt ganz schön Lechenholz holen und dabei hat Notförderung aber weniger. Und dann haben sie gesagt, okay, wir holen dann aber ein anderes Holz, ein bisschen billig aus. Wir kaufen Fleisch, am Anfang nicht alle Pflanzen, wir gucken mal, ob an der Nachbarschaft nicht irgendjemand etwas wird, was uns noch schenkt. Also die Leute sind da relativ kreativ, für dann mit denen so und diese Hunden aber eins zu gehen. Mhm. Mal, da waren wir noch auf ihr Sprachen. Also, wenn er mit dem Handheben nicht geht, kann auch einfach ihr Mikro freischalten und drauf schwätzen. Sonst muss ich gucken, hat man noch vorhin abgeschrieben? Ich gesehen oder am Chat, es kommen wir den, wann in der zuletzt beschmischt wird, dort Hürde wären. Okay, das hat schon gesehen. Wir sind nicht ein bisschen überfroht, muss ich ehrlich so, weil ich die Praxis zuletzt bespreche, dass ich von einer Gemeinde, die dann kann beantworten. Ich meine, Gemeinde genehmige ja selber, was auf ihre Parkplätze geschieht vielleicht. Also ja, bei uns ist ein großes Hürde natürlich immer die Genehmigung, schlussendlich. Das ist auch vielleicht ganz speziell. Ja,
Wien, ich weiß nicht, überverwaltet, keine Ahnung. Vielleicht ist es bei einer Gemeinde sogar ein bisschen mehr einfach. Vielleicht auch du von der Gemeinde, vielleicht wir sehen, ob du Probleme gehen, vielleicht wird schon sich gedurcht hat, die Projekte zu überholen. Wie das kein Klappen an einer Gemeinde, ja. Genau. Ob du vielleicht musst Reglemente angepasst gehen oder war das aber schon so von Gemeinde zu Gemeinde? Vielleicht einmal etwas so. Also effektiv sind Nico Pündel für Straßen sind ja Parkplätze ja reglementiert. Das ist schon eng belesen, ob irgendetwas besonders das. Da musst du ein Reglement machen, was du darauf misst. Du hast eine spannende Frage, wenn du denken drauf sitzt. Ich stelle mir zwar nicht so kompliziert hier, dass du einfach siehst, okay, die du Parkplatz ist noch kein Parkplatz mehr, etwas anderes das an der reglementärst so, da kannst du bestimmt auch sicherer Bänken oder eben so ein OS-Stop setzen. Wir hatten ja am Anfang auch während dem Covid viele so Terrasse für Kaffeen und Parkstreifen. Also da steht nicht so wahrscheinlich, da habe ich mal viel gesehen. Also so kompliziert irgendwie muss es wieder möglich sein. Ja, das ist einfach, da gehst du einfach den Parkplätzen. Es sind keine Parkplätze mehr, und da gehst du für den öffentlichen Raum frei, und da kannst du das machen. Also hier lebt ja eigentlich auch oder angefangen, es gibt für keine extra gesetzliche Regelung gemacht. Hier lebt es eben über das, also hier ist das Schanigarten, das ist halt in Österreich oder der Wiener Ausdruck fängt heraus, über das Schanigartengesetz, darüber lebt das einfach, just mit der Oblage eben, das muss konsumfrei bleiben. Also dafür denke ich mal, könnte das zuletzt nicht funktionieren, wie das so, ja. Dann ist ein ganz spezifisch Problem, das man da hat, dass Leute für Drogen an der Pflanze verstoppen oder am Boden. Puh, ich persönlich weiß nicht davon, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, vielleicht kannst du einfach zusammenfassen, was die Argumente sind, die du nutzt für die Leute oder Skeptiker davon zu überzeugen, so einen Parkplatz an den Aufenthaltsraum zu wandeln. Naja, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, die Leute klar zu machen, dass es an der Stadt ist, sondern dass eben noch dann vielleicht ein Unterschied zu Lützburg, muss ich gucken, wo es sich gut ist, ist einfach wenig Platz. Ich denke mal, ob ich in einem Dorf werde es echt weniger Sinn machen, mehr in einer Stadt, wo wenig Platz ist, wo die Leute sich sollen treffen können, kennenlernen können. Nicht jeder hat eine riesige Wohnung in einer Stadt oder 100 Quadratmeter mit Balkon, Garten und so weiter. Also einfach ein Aufenthaltsraum für die Menschen, wo ihn sich kann treffen, wo ihn auch nicht muss konsumieren. Das fand ich ein ganz wichtiger Punkt, den zugänglich ist für jeden. Ja, das sind eigentlich 4 Teile, denke ich mal, die muss die Leute klar machen am Platz, eben von einem Autosparkplatz. Ich war noch die zweite Sache flott, dass du einerseits kannst du schon mit Leuten, die du schon kannst, verabreden oder auch vielleicht mit Leuten, die du nicht so gut kennst, dass du sie jetzt bei der Schema invitieren oder du kannst auch einfach fremde Leute, die du noch nicht kannst, treffen. Ne? Also begegnen, dass du Leute nicht kennenlernen. Also wir sehen auch immer im Leid, so wenn ich vor Rendezvous gehen oder so, da gucke ich, dass ich vielleicht an der Straße neben Drew Lunch gehe, weil ich weiß, dass da ein Grätzl steht, einfach für Lunch zu gehen und zu gucken, was los ist. Sind auch immer im Leid, die mit einem Laptop da sitzen oder die zu zweit da sitzen, jeder hat seinen Kalender da leihen, also die sich treffen kurz, für sich etwas auszumachen oder vielleicht ein kurzes Meeting zu machen, weil sie das Büro 2 Häuser neben Drew haben, also und halt da so schön viel, da sitzen wir eine halbe Stunde raus, diskutieren wir darüber aus, dann trinkt man ein Glas Kaffee dabei. Also so wird es schon auch viel genutzt oder Leute, die immer denken, Tuto sitzen, am Handy natürlich oder auch Kinder, die da sitzen, einmal ein kleines Kind essen, weil sie schießen zwischen Schule an Musikunterricht, die irgendwo in NRW sind. Also so wird es natürlich viel genutzt, weil es schon eine andere Aufenthaltsqualität hat wie einfach just eine Bank. Und das aber kein Kaffee, wo ich muss etwas bestellen, wo ich muss etwas kaufen. Ich kann mich einfach so dahinter setzen. Also was wichtig ist, was am Anfang eigentlich auch schwierig war und noch teilweise noch immer schwierig ist, ist, dass Leute wissen, dass sie sich dahinter setzen.
Also zum auch immer, dass die dann Leute so, ja, schon gesehen, ich wusste nicht, wem das gehört. Also wir versuchen dann auch mal zu so einer Stelle Großschild hin, sitzt sich hin, Hohlplatz, ruh dich aus, also so mal so Schlag wird da bis noch leider invitieren, weil sie Menge ja das gehört, die ich denke, da der ich mich schon nicht hinsetzen. Mittlerweile als Konzert aber zu Wien ganz bekannt, oder? Ja, das schon. Ja, also das bekannt, aber das heißt nicht, dass jeder nicht kennt. Also trotzdem muss ich da permanent draußen an Öffentlichkeitsarbeit doch machen. Okay. Da war noch ein froh am Chat, wie gesagt aus von den Accident wäre, zum Beispiel irgendwann den Auto fahren oder irgendwie einfach nicht gut genug aufgetrennt wäre. Wie wäre du responsabel? Wäre das dann der Staat oder der Verein oder also an dem Fall, also ich weiß nicht von so einem Fall, so wie der Prozess abgesagt ist, genehmigt ja die Stadt Wien nur einen gewissen Plan, nur gewisse Skizzen, eben mit 1,10 Meter und so weiter und so weiter. Also all diese Sicherheitsmaßnahmen genehmigen sie das ja von der Stadt da genauso abbauen. Da können die Leute, die das abbauen, ja sozusagen sind die aufgesichert, weil das ja von der Stadt Wien nur der Verkehrssicherheit die eben viel gehen, das hat ja auch genehmigt gehen. Wenn ein etwas baut, wird da komplett anders ausgesagt oder seht ja, ich ist mit der Zänger drin, das fand ich nicht flott, das lassen ich einfach weg oder ich mache keine Auftrennung zur Fuhrbuhn und geschieht dann etwas, denke ich mal, dass die Stadt Wien sich da sicher raushält und dass die Leute selber verantwortlich sind. Und das ist auch einfach der Grund, für das wir immer empfehlen, eine Versicherung zu machen, falls etwas soll geschehen, dass ihn dann natürlich auch aufgesichert ist. Okay, wenn du kannst auch okay Fall wo hast. Nein, also ich hatte auch mal am Agendaverein telefoniert, für zu gucken, ob es nach etwas gibt, was ich keinen erzählen oder was sie mir nach Kindern so matt gehen. Du hast bislang auch noch nie etwas gewirkt. Also der Dienst werde ich tatsächlich heute morgen gewohnt gesehen, dass eben einzig Grätzl war, wo die Hausgemeinschaft wirklich so dagegen ist, weil einfach wenig Parkplätze an dem Quartier sind, dass die da massiv Druck machen, dass deren soll wegkommen. Und das ist auch nicht so, dass du suchst an eine 20 oder 30er Zone stehen. Nee, du gibt es, soweit ich weiß, München, Salzburg, die regeln da doch tatsächlich eine Geschwindigkeit, dann natürlich dann eine Straße von 50 km/h erlaubt, dass da muss aber Velos wieder nicht sind, so als quasi ein bisschen Geschwindigkeitsbarriere. Zu Wien ging es da so gut, die auf einer Hauptverkehrsstraße sind, wo die Straßenbahn durchdonnert, wo viel Autoverkehr ist, wo dann trotzdem ein Geschäft gesucht wird, sie wollen selbst für ihre Tierhuhn. Wenn sie genutzt wird, also das Gute sind auch ganz viele Terrassen eben an der Parkspur, wo sich auch immer wundert, dass Leute tatsächlich sich da hinsetzen. Ja, vielleicht sind Leute dann auch einfach mehr gewinnt, dass die Straßenverkehr gibt. Okay. Dann eine Frage, die durch Bezirke zu Wien, wo kein OS gebaut wird, aber das ist so der Grund. Naja, tatsächlich schon mal, also wir betreiben seit ein paar Jahren auch den echten Bezirk. Am echten Bezirk sind einfach ganz wenig Leute, die da wohnen. Das ist mal nicht der kleinste Bezirk rein von der Fleischmethode, die ganz repräsentativ Gebäude, ganz viele Geschäfte, ganz viele Firmen. Und die hatten bis 2 Jahre nach keinen. Einfach weil es wenig Leute gehen, die sich engagieren wollen an ihrem eigenen Quartier. Die Leute sind vielleicht ein bisschen anders drauf, aber möchte Bezirk ich das schwer so. War ein Foto, wo ich gesagt habe, den hat auch sogar Gärtner geholt. Da war ein Kleidergeschäft oder am echten Bezirk eben auch die Geschäftsverbände, für private Personen geht am echten Bezirk gut nicht an, auch Politik als am echten Bezirk leider wirklich dagegen. Also da sagen sie auch ganz klar, sie wissen, sie können nicht wirklich etwas dagegen machen, aber sie sind dagegen, sie fanden das total schlecht. Und ich denke mal an andere Bezirke oder an allen anderen Bezirken ist nie Politik dagegen und das hilft sich auch, dass sie da kommen. Also am echten Bezirk humorlorisch die 2 Saison, wo das stehen, durch ungefähr kein. Also es geht da aber an all den anderen noch. Ja. Okay. Was gibst du den Leuten, die du, also irgendwo an, das auch so ein Maßgift an ihrer Straße gerne, also abrichten, wie sollen sie da am besten viel gehen?
Naja, das echt wäre, also weil sind eng Einzelpersonen oder zwei Leute, die entweder die Idee haben, eigentlich wäre das wichtigste für mit all denen anderen rundherum zu schwätzen, wo sie hoffen, dass die das auch gut fanden, und sich dann mit denen zusammenzusetzen, und so konkret wie möglich einen Plan zu machen, also nicht unbedingt den Plan, den ich abzeichnen mit alle muss, ich meine mit Plan, okay, wie soll es nutzen können, was will man ja haben, wo sie können sitzen, da oder schießen wir noch die und dann ob den Tisch zum Beispiel so ageritzt Schachbrett, will man vielleicht oft irgendetwas zusammen spielen, was will man, wie will man sie nutzen, die wir haben, oder will man für allem für Kanada machen, wie die eng Foto, wo dann ein Sandküche drauf war. Wie will man zusammen nutzen, also es bleibt sich sinn für das möglichst von vielen akzeptiert genutzt wird, also da ist den allerwichtigste Punkt, und dann natürlich auch mit der Gemeinschwätze, weil der zuletzt noch nicht etabliert, das wäre dann der nächste Punkt, einfach gucken für zu integrieren, richtig und Gemeng wenden, gucken ob der Gemeng positiv abgeholt mit seiner Idee an, ob das vielleicht irgendwie genehmigt gehen. Weil ob ein Gemeng sieht, okay, das gefällt das gut, dann gebe ich an sie nicht irgendeine Person, die gesagt hat, juhu, ich will das unbedingt direkt machen, dann gebe ich mal vielleicht sogar echt einen Verein sichern, wie ich ist nicht Scouten oder Pumpchen oder wen auch immer das alles da gibt. Und die frohen, ob sie keine Lust hätten, mal selbst zu bauen, für zu gucken, wie klappt das, wird das geklappt, wird das nicht geklappt, da muss man nichts Geerntes machen, einfach für mal so Pilot oder so einen Testphase zu machen, mit einer Gruppe von Leuten, wo ihr wisst, die sind engagiert, die kümmern sich drum. Also so gebe ich persönlich das umgehen als Gemeng, für mal ein bisschen zu testen, wie es läuft. Ja, vielen Dank für den Tipp. Wir hatten auch schon gedacht, dass vielleicht ein Kopf Lützeburg zu invitieren, dass man nicht immer just virtuell mal schwätzt. Genau, da waren verschiedene Gemenge vielleicht oder leider das Gemengen H0 drin, die wirklich konkret Interesse haben, für sich schon ein mehr im Detail auszutauschen. Da könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, da gucken wir, ob man so einen Austausch vielleicht auch mal Lehren können organisieren. Ich sehe auch immer also gleich Woche zum Beispiel, sie auch immer zu Lützeburg für Projekte, also da kann ich sich ja dann auch sich auf der Platz treffen. Da sind wir noch ein Froh am Chat kommen, da werde ich lesen nur kurz vier. Ich wollte froh, ob du konkret Etüde gehen, die positive Effekte von den Oasen an einer Stadt weisen. Sie würde lo, dass der Trafik dadurch zurückgegangen ist, mehr Leben an den Straßen entstanden ist oder so weiter. Und haben so Oasen respektiv die positiven Aspekte von den Oasen dazu beigetragen, dass Neugestaltung von Plätzen dadurch von Ufang an anders geplant gehen ist. Also von Etüde selber, wie soll ich gesagt, nicht mich schon mal da abgeschrieben, ich gebe da beim Verein einfach nach nur fragen, ob sie da etwas tun. Effekte als mal angefallen war mir auch so höre von den Leuten, dass sie nicht unbedingt immer alles sichtbar gesagt. Es sind auch Leute, die sich durch die Grätzloas bauen oder durch das einfach das ihre Tiere als recht kennengelernt tun. Da sind so WhatsApp-Gruppen entstanden, wo sie dann zusammen laufen gehen oder wo sie zusammen ich weiß nicht, mit der Kanner irgendwo hingehen, auf einen Spielplatz gehen, an sich die Kannerbetreuung vielleicht gedeelt tun. Also so Sachen sind informell entstanden, das war etwas, was die gar nicht gesagt, mir wird einfach in der Notenschaft entsteht. Und ob dadurch ein Platz ein anderes Gestalt gesehen, weiß ich nicht. Also das ist sicher für ich sag mal, Bezirkspolitik, die ja natürlich auch für die Gestaltung von der Straßen zuständig sind, schön zu sehen, dass es mal anderes auch kann ausgesehen. Ob da tatsächlich Stadt Ulas war, für eine andere Gestaltung machen, müsste ich auch nur freuen, also weiß ich auch kein konkret Beispiel, ehrlich gesagt. Okay, ich meine, wenn der noch kein weiter froh ist, wird das schon 7 Uhr. Dann gebe ich dem Liat viel merci so, dass uns noch einen ganz interessanten Vortrag gehalten hast, auch mit den ganz schönen Fotos. Und das war wirklich ganz inspirierend und ich hoffe wirklich, dass das zu Lützeburg auch schon ein möglich ist, so was an der Straßen aufzubauen. Genau, ja. Ich war noch. Merci für die Gelegenheit und für das hier zu stellen. Ja, dann noch unsere Übersetzerin von der AStI, wo ein ganz große Merci so in die Loheit 2 Stunden oder 1,5 Stunde tapfer auf Französisch alles übersetzt wird.
Und genau, dann ihr natürlich auch, dass ihr so lange dabei wart. Und hoffentlich hört den einen oder anderen nicht vielleicht mal Themen oder was bei sich schon gemacht. Und ja, wie weiß, vielleicht gehen nicht vielleicht schon das Sommer auch bei uns Kretzeloasen oder Oasen am Quartier. Genau, und dann vielleicht noch ein kleines Save the Date für die nächste Veranstaltung, die wir am Kader von Megrings und das steht an dir für organisieren. Die ist wahrscheinlich der 24. April zum Thema Klimaanpassung am urbanen Raum. Du schickt man jetzt dann noch, sobald man damit das Pratt und schickt man jetzt natürlich auch weiter. Und dann wird auch noch wahrscheinlich für im Sommer hoffentlich nach einer Konferenz zum Thema Straßenbeben stattfinden. Wahrscheinlich auch im Präsentiell. Da haben wir natürlich auch im Laufenden. Und dann Präsentation und Dokumente, die Lehrer uns schickt, die setzen wir dann auch auf mego.lu und auf naturlo.mego.lu. Du schickst natürlich dann auch den Link, sobald das alles online ist. Und das Video von heute, also die Abnahme von heute, also wahrscheinlich auch Ende der Woche oder spätestens nächste Woche online. Gut, dann wünsche ich noch alle ganz schönen Abend und hoffentlich bis bei der nächsten Veranstaltung.